Was haben wir in den letzten Tagen und Wochen nicht alles über die Schweizer Nazi gehört? Die Jungs sind abgehoben, ganz anders aus der Generation von Kabi Kuhn. Die blondierten Haare der Spieler haben Schlagzeilen gemacht oder welche Auto das Nationalspieler würden fahren. Was zum Schreckensmatch Schweiz-Italien ist gekommen, wo man durchaus die Leistung der Schweizer Nazi kann kritisieren kann, sind aber ganz viele Hate-Kommentare, die nichts mit der Leistung zu tun haben, erneut über die Schweizer Nazi prasseln. Mit dabei waren auch ganz viele diskriminierende Kommentare unter dem Vorwand vor berechtigter Kritik. Und jetzt, wo der Seferovic und der Shaqiri Goal geschossen, interessiert sich niemand mehr für die Haarfarbe vom Xhaka. Wenn man sich aber schon zur Aufgabe macht, die Arbeitsleistung von anderen zu kritisieren, indem man zum Beispiel SRF oder Blick Sportkommentator wird, sollte man aber auch hohe Ansprüche an die eigene Arbeitsleistung haben, indem man zum Beispiel die Namen der Nationalspieler richtig aussprechen kann. Lassen wir uns mal an, wie das beim Sascha Rufer hat tönt. Super, dann Shaqiri. Xherdan Shaqiri. Die Albanisch können, die wissen, dass der Sascha Rufer mit dieser Aussprache deutlich am Goal vorbeigeschossen hat. Der Xherdan heisst genauso wenig Xherdan wie der Johnny Depp heisst. Und der Sascha Rufer heisst der Sascha Rufer und nicht Saja Rufer oder Sacha Rufer. Und auch was den Nachnamen von Shaqiri angeht, hat der Sascha Rufer jetzt wirklich jahrelang Zeit gehabt, den Namen richtig zu recherchieren. Aber auch er hat sich wahrscheinlich lieber mit der Frisur vom Xhaka auseinandergesetzt. Darum zusammengefasst, der Xherdan Shaqiri heisst in Wirklichkeit Xherdan Shaqiri. Und der Granit Xhaka heisst nicht Granit Xhaka. Darum an alle Sportredaktoren, Fußballkommentatoren und eigentlich auch alle, die sich für Fußball interessieren, lernen die Namen, sprechen sie richtig aus. Die Leute repräsentieren immerhin die Schweiz in der EM. Das Mindeste, was wir machen können, ist wissen, wie man ihre Namen richtig ausspricht.